Merkwürdigen Kram. Du, Was ist? wie spät ist das? Ach Mensch, hast doch selber eine Uhr. Nee, die muss ich bei all dem Kuddelmuddel letzte Nacht. Auf jeden Fall ist sie weg. Ah. Viertel vor 6. Oh, dann sind das jetzt schon, wart mal, fast 18 Stunden. Hm. Und schläft immer noch, wie ein Stein. Hm. Ja, vielleicht wäre das doch besser gewesen, wenn wir den Doktor geholt hätten. Ach was. Wer schläft, der wacht doch von selber wieder auf. Brauchen wir doch keinen Doktor für. Ich habe mal von einem gelesen, der hat 28 Jahre lang geschlafen. 28 Jahre lang? Glaubst du doch selber nicht. Habe ich aber gelesen. Tünkram ist das. Ich will dir mal was sagen, du. Die ist ganz einfach müde. Fix und fertig ist die. Die hat den Schlaf verdammt nötig. Das sag ich dir. Aber 18 Stunden? Ich hab schon mal 20 Stunden in ein Turn weggeschlafen. Und bei mir hat sich niemand gewundert. Das kann ich mir denken. Hä? Oh, nix. Ah. Ja, und wenn wir nun... Wenn wir was? Na, wir könnten noch mal an die Tür klopfen oder so. Oh, wenn du meinst. Oder? Also von mir aus, da kann sie ruhig noch ein bisschen schlafen. Solange wie sie schläft, können wir in Ruhe unseren Grog trinken. Wer weiß, ob wir das auch noch können, wenn sie erst wach ist. Wieso? Ja, du kennst die Weiber nicht, mein Junge. Oh, vielleicht hast du recht. Du, was meinst du denn, wie lange sie draußen auf See rumgeschippert ist? Oh, 6, 8 Stunden. Meinst du? Na ja, muss noch warm gewesen sein, wie die Fahrt losging. Warum? Ja, sonst hätte sie doch nicht bloß so ein Dings angehabt, so ein... Bikini? Ja. Ist doch logisch, ne? Haha. Junge. 8 Stunden draußen auf See und damit nix an, du. Wenn sie sich mal bloß nichts weggeholt hat. Ne? Ach was. In dem Alter kann man was ab. Du, wie ich damals mit Captain Brass. 14 Stunden in eiskaltem Wasser. Oben bei den Färöern. Da... Oh, tüchtiger Schnupfen, das war alles. Und dagegen haben wir schon eine gute Medizin im Haus, ne? Prost, Peter. Los, Kali. Dabei fällt mir ein, Was fällt dir ein? wenn sie nun ausgeschlafen hat und will aufstehen. So, was denn? Ja, mit sie hat doch nichts anzuziehen. Ach ja, du. Können wir ihr nicht? Was? Ein paar von Mutters Sachen. Ach was, die sind ihr doch viel zu groß. Da passt die doch zweimal rein. Oh, besser als nix. Tja. Ja, du, vielleicht, dass ihr ein paar von den älteren Sachen passen, ne? Da war Mutter ja noch nicht so aus dem Leim gegangen.
Ja, soll ich mal? Nee, das lass du, Mann. Verstehst du ja doch nichts von. Oh, verdammt noch mal zu. Stinkt das nach Mottenpulver, du. Junge. Also darf ich dir sagen, viel ist das nicht, was ihr passen könnte. Alles andere ist ein paar Nummern zu groß. Du. Ah, lass mal sehen. Ja, das hier vielleicht. Hat Vater Mutter zur Verlobung geschenkt. Oh, hübsch. Mach ich leiden. Nee, was? War die allerneueste Mode, hat Mutter damals immer gesagt. Ja, und wie Vater damit aus dem Laden kam, da war seine ganze Heuer los. Ja. Ja, was tut man nicht alles aus Liebe, nicht? Naja, das wird das. So, und dies hier? Ach, ja, du, da kann ich mich noch gut aufbesinnen, du. Ja, das hat Mutter sich extra für einen Fischerball gekauft, du. Und wie sie damit auf den Saal kommt, da hat Trina Meier genau dasselbe an. Ich sag dir, du, da war vielleicht was los, du. Ja, seit der Zeit hat Mutter das nicht einmal wieder angehabt. Nee. Ja, ist so ein gediegener Schlag Menschen, die Frauen, ne? Naja, ist aber auch nicht schlecht. Nee, finde ich doch auch. Naja, dann wollen wir sehen. Oh. Ja, und was hast du da noch? Ach, das ist ja... Du komm, nun, zeig doch mal. Naja, gut, ich hab gedacht, sie muss ja auch was unter anhaben. Sag mal, was gibt's denn da zu grinsen, hä? Ja, nix für ungut, Peter, du. Ich meine, was die Kleider angeht, die sind dann schon fast wieder modern, ne? Aber das da, du? Ich weiß nicht, sowas trägt man noch nicht mehr. Ach, trägt man nicht mehr? Der. Aha. Ach, guck mal an. Soll ich mich so in dir getäuscht haben? Mein lieber Mann. Naja, jedenfalls sind die schön warm. Und das ist ja wohl die Hauptsache, oder? Ja, das ist... Na also, siehst du. Nix. Du, was meinst? Ha? Sollen wir uns nicht ein bisschen hinlegen und schlafen? Ja, und wenn sie aufhört? Das werden wir denn schon gewahr. Nee. Wenn wir erst mal schlafen, dann kann die Welt untergehen und wir kriegen dann nichts von mit, du. Ja, aber hier rumsitzen und warten mich, das auch nichts. Ja, das hilft nichts, du. Stell dir mal vor, die wacht auf. Die weiß doch überhaupt gar nicht, wo die ist. Naja, da hast du natürlich recht, das stimmt. Ja. Ja. Du, weißt du, was mich eigentlich wundert, Kalli? Na? An und für sich hätten sie doch schon lange nach ihr suchen müssen, ne? Naja, du denk mal an die beiden Jungs letztes Jahr, die da mit dem Schlauchboot, ne? Was da los wäre. Ja, vielleicht haben die sie noch gar nicht vermisst. Was, nach 24 Stunden? Nee, du. Das muss bei Klein eingemerkt haben, dass sie weg ist. Nee, du, da stimmt irgendwas nicht. Weißt du, das habe ich so im Gefühl. Dein Gefühl, du. Das letzte Mal, als wir uns auf dein Gefühl verlassen haben, da haben wir um ein Haar den Leuchtturm gerammt, du. Also nur hör mal zu, ich dachte, das Thema, das hätten wir schon... Stimmer. Was ist denn? Ja, mir war eben so, als wenn sich da was gerührt hat. Ich höre nichts. Ha. Eigentlich müssen wir uns was schämen. Wir? Warum? Na, stell dir mal vor, die kommt hier rein, du. Die fällt doch glatt weg, hier oben. Wieso das denn? Naja, guck dich doch hier mal richtig um. Also ich weiß mit dem besten Willen nicht, was du meinst. Sag mal, fällt dir das denn gar nicht mehr auf, in was für ein Saustall wir hier wohnen? Saustall? Jawohl, das hier ist der reinste Saustall. Mutter wird sich ja in Grab umdrehen, wenn sie das sehen könnte. Ja, Mutter, die hatte ich auch... Ich meine,
dass ich ihr was Schlechtes nachsagen will, aber die hatte ja auch einen Putzteufel in Leib. Na, mal ehrlich, Peter, du. Wie lange ist das her, dass hier zum letzten Mal sauber gemacht wurde? Schau, du, warte mal, Weihnachten. Nee. Doch. Nee. Doch. Was wollen wir wetten? Buddelköln. In Ordnung, schlag ein. Weihnachten waren wir nämlich überhaupt gar nicht hier. Ach, waren wir nicht hier? Nee. So, na, wo waren wir denn? Weihnachten waren wir 3 Tage mit Captain Brass auf See und haben den weißen Wal gejagt. Verdammt nochmal zu mich, dass ich das auch vergessen habe. Wo ist die Buddelköln? Im Schrank. Also, wenn ich sage, das ist mehr als ein halbes Jahr lang her, dass hier zum letzten Mal sauber gemacht worden ist, dann ist das nicht zu hoch gegriffen. Und darum müssen wir uns fixer schämen. So? Naja, dann schäm du dich, Mann. Wenn du wirklich so edepetete bist, dann wundert mich, dass dir das nicht schon lange aufgefallen ist. Bis jetzt hab ich nämlich nicht gehört, dass du unser Haus als Saustall angeguckt hast. Och, geh mir doch los. Wenn das nach dir gehen würde, dann könnten wir bis über beide Ohren hier im Dreck sitzen und du würdest noch ein Prosit auf die Gemütlichkeit singen. Klar, mein Junge, klar. Alles reine Nervensache. Dami noch mal zu, der hat uns gerade noch gefehlt. Wer? Captain Brass, los, wimmel ihn ab. Hast du schon mal erlebt, dass Captain Brass sich abwimmeln lässt? Ja, Mann, den können wir doch jetzt hier nicht gebrauchen, den alten Dröhnbüdel. Du, hör mal zu, Dröhnbügel will ich von dir aber nicht gehört haben. Ja, komm rein. Moin, Bosmann. Moin, Captain. Alles in Ordnung, Bosmann? Ei, ei, Captain. Kurs liegt ab. Danke. Lüttengrog, Captain. Wie lange sind Sie unter mir gefahren, Bosmann? 7 Jahre, Captain. Dann sollten Sie wissen, dass ich mir nichts aus Alkohol mache. Entschuldigung, Captain, aber ganz vergessen. Sie werden alt, Bootsmann. Jawohl, Captain, wer alt. In all den 45 Jahren, die ich zur See gefahren bin, ist kein Tropfen Alkohol über meine Lippen gekommen. Wo hat er ihn denn reingekippt? Du? Ein Seemann braucht einen klaren Blick und eine ruhige Hand. Riemhardt, Claude Kimming. Ei, ei, Captain. Riemhardt, Klo, Kimming. Naja, wenn ich auch alles, was recht ist, zugeben muss, der hier riecht verdammt nicht schlecht. Ja, vielleicht doch ein Lütten, Captain. Ja. Mir zum Gefallen, hm? Naja, wenn Sie mir so kommen. Einem Mann, der mit mir zusammen den Tod ins Auge gesehen hat, kann ich sowas wohl nicht gut abschlagen. Aber nur ein ganz, ganz klein. Ei, ei, Captain. Ganz, ganz klein. Haben allerlei zusammen durchgemacht, was? Kann man wohl sagen, Captain. Wissen Sie noch? Wir beide ganz allein, da unten, mitten im Indischen Ozean. Oh, das tut mir aber leid, Captain. Dass wir beide ganz alleine, das war da oben bei den Färöern. Bei den Färöern? Ja. So. Naja, dann war das ein anderer. Bei den Färöern, sagen Sie? Jawohl, Captain. Sind Sie sicher? Ziemlich sicher. Ach, dann waren Sie das also, der mir damals partout das Leben retten wollte. Jawohl, Captain. Und das gegen meinen ausdrücklichen Befehl. Tut mir schon leid, Captain, aber ich konnte Sie doch nicht einfach abgluckern lassen, nicht? Naja, Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Danke, Captain. Warum ich hier bin? Prost, Captain. Ja, Komm, Prost, Captain. Prost. Warum ich hier bin? Ach, gehen Sie doch sitzen. Dankeschön, Captain. Danke. Warum ich hier bin? Verdammt unangenehme Sache. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich davon halten soll. So, na, was liegt denn an, Captain? Beim allerbesten Willen nicht. Um Gottes Willen, der hat doch wohl nicht wieder den weißen Wal gesehen? Haut einfach ab, das Biest. Schmeißt mir einen Blick zu, wo man das kalte Grausen bei kriegen kann und haut ab. Der Wal, Captain? Der Wal. Ach was, ich sprech von meiner Haushälterin. Ach so. Ach, und die ist, Ja, wenn ich bloß wüsste, warum. Was habe ich ihr getan? Bin ich nicht immer gut zu ihr gewesen?
Habe ich Sie nicht behandelt wie ein rohes Ei? Ganz unter uns, Bootsmann. Captain, Ich habe ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht. was haben Sie, Captain? Jawohl, gestern Abend. Und Sie? Nix. Nix. Und als ich sie heute Morgen noch mal fragte, da ist sie weggelaufen. Verstehen Sie das? Können Sie sich da einen Vers drauf machen? Nee, Captain, nee. Ich schon. Auf jeden Fall. Und darum bin ich gekommen, Bootsmann. Nun brauche ich eine neue. So? Ja, und was soll ich dabei machen? Naja, Sie kennen die Leute hier besser als ich. Wissen Sie nicht eine, die, naja, also wir wollen mal sagen, nicht unter 40, nicht mehr als 160 Pfund, blond, blaue Augen, keine Sabbeltante, aber auch nicht zu still. Gute Kötsch, gute Manieren. Sie haben die Schuhgröße vergessen, Captain. Hast recht. Je größer die Füße, je weiter das Herz. Alter Seemannsbruch. Also, Schuhnummer nicht unter 43, klar? Ja, Captain. Schon eine im Visier? Ich muss mal ein bisschen nachdenken, Captain. Ne? Ach ja, und noch was. Keine verheiratete Frau, verstehen Sie? Ja, die haben zu viel andere Sachen im Kopf. Von meiner Haushälterin verlange ich, dass sie sich um nichts anderes kümmert als um mich. Wenn dir so eine einfällt, Peter, dann sag mir mal Bescheid, du. Hallo, wer sammelt mich? Die heirate ich auf der Stelle. Ja. Tja, Captain, also, das tut mir ja leid, aber ich Na kann gut. mich so ums Dutz nicht. Das Sie haben 3 Tage lang Zeit. was? Also, Captain, In 3 Tagen will ich Bescheid sagen. jawohl, Captain, ja. Das ist ein Befehl, Bootsmann. Ein Captain, ja. Captain. Captain. Ja, und was die Figur anbetrifft, ich hab nix gegen bisschen Speck, solange er an der richtigen Stelle sitzt. Captain. Mann. Und der wundert sich, warum ihm seine Haushälterin weggelaufen ist, du. Ich möchte die Frau sehen, die nicht abhaut, wenn Captain Brass ihren Heiratsantrag macht. Ach, wieso denn? Er hat ein schönes Haus, eine gute Pension. Ja, und denn, Frau Kapitän, ne? Ist das vielleicht nix? Was nutzt das alles, wenn das bei Ihnen hier oben nicht mehr stimmt? Na ja, Gott, so ein Kleiner auf der Luke wäre das nicht. Dass einer mal weiße Mäuse sieht, das will ich ja noch durchgehen lassen. Ist mir auch schon mal passiert. Aber gleich einen ganzen Walfisch? Mann, der ist doch reif für die Klapsmühle. Was ist das? Also, nur hör zu, mein Junge. Wenn du jetzt anfängst und willst Captain Brass schlecht machen, dann kriegst du das aber mit mir zu tun, du! Ein Mann, der 3-mal mit seinem Schiff untergegangen ist, der 3-mal freiwillig auf der Brücke stand und den Seemannstod sterben wollte, so ein Mann hat nix wie Respekt verdient. Respekt, jawohl. 3-mal, wa? 3-mal, jawohl. Und nicht einmal ist ihm das geglückt. So ein Pech aber auch. Ja, kein Mensch kann sich sein Schicksal aussuchen. Die See hat ihn eben nicht gewollt. Das kann ich der See nicht verdenken. Ach, Mensch, lass mich doch so Frieden. Darf ich noch Mutter? Möchte du bloß wissen, wo ich eine Haushälterin für ihn herkriegen soll? Oh, kannst du eine Annonce in die Zeitung setzen? Pensionierter Kapitän, leicht bescheuert, aber sonst recht gut erhalten. Du halt doch den Sammel, Mensch. Nicht unter 40. Blond, blaue Augen, nicht mehr als 160 Pfund. Nicht verheiratet, Schuhgröße nicht unter 43, Mensch. So eine gibt's doch in der ganzen Gegend nicht. Befehl ist
Befehl. Du, was meinst du, wie alt ist das Mädchen? Was für ein Mädchen? Na, die da. Warum? Na ja, ganz so jung ist sie ja auch nicht mehr, hm? Was ist los? Sag mal, kannst du den Krog nicht mehr ab? Nun mal, sind nix. Erstens ist sie, wenn das hochkommt, 25. Und zweitens, mahnt die und Haushälterin bei Captain Brass. Ha, ha, ha. Ich könnte sie ja mal fragen. Was willst du? Ja, Fragen kostet doch nichts, oder? Du, nu pass mal auf. Wenn du dich unterstehst und du sagst auch bloß ein Wort davon. Oh, komm. Als wenn du was über ihr zu bestimmen hast. Ich habe ihr das Leben gerettet. Wir beide, mein Junge, wir beide. Ich war da auch mit bei. Ja, aber wenn ich nicht zufällig über Bord geguckt hätte? Du! Ja, na klar doch! Du warst doch unten in der Koje und hast gepennt. Was hab gepennt? Also hören sich einer das an, Mensch. Ich hab doch nicht gepennt. Na schön. Wenn du so scharf auf eine Rettungsmedaille bist, du sollst sie haben, mein Junge. Du sollst sie haben. Ich hab sie zuerst gesehen. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, sollst ja recht haben. Ist ja gut. Ja, und wir haben ihr nicht das Leben gerettet, damit Captain Brass eine neue Haushälterin kriegt. Ist das klar? Nee, du sollst recht haben, wenn sie nicht älter wie 25 ist. Ist sie nicht, nee. Und blonde Haare hat sie nicht und große Füße hat sie auch nicht. Was du nicht alles gewahr geworden bist in Dustern. Ich hab nicht mehr mitgekriegt, als dass sie eine Frau ist. Und das habe ich auch mal mehr gefühlt wie gesehen. Ja. Das kann ich mir denken, dass du dir so eine Chance nicht aus der Nase gehen lässt. Komm, nu tu mal nicht so, ne? Als wenn du nicht auch einmal mehr hingelangt hast, wie nötig war. Hab ich nicht! Hast gehört? Ja. Ich glaub, sie steht auf. Ja, was machen wir denn, wenn sie nur hier reinkommt? Ja, nix. Oh, red du mit ihr. Was soll ich ihr denn sagen, Mensch? Ganz egal, Hauptsache du sagst was. Na, ist gut. Aber kein Wort von Captain Brass, hörst? Nee. Nur ist wieder ruhig. Ja, vielleicht hat sie sich bloß mal ein bisschen umgedreht. Ja, das kann sein. Was ist das denn? Die Tür von deinem Kleiderschrank. Oh, dann ist sie also doch aufgestanden. Muss sie denn schon wohl? Ja, aber was hat sie denn an meinem Kleiderschrank zu suchen? Weiß ich ja nicht, du kannst hier gleich... Los, sag was. Na? Ausgeschlafen? Oh, Gottes Willen, Gesundheit. Gesundheit, bitteschön. Oh. Nee. Das schöne Wasser. Im Augenblick. Das tut. Hier, bitte. So. Augenblick mal. Das werden wir ja gleich kriegen. Augenblick mal. So. Hoffentlich ist noch was drin. So. Wie viel Zucker nehmen wir denn? Ha? Naja, sagen wir erst mal 3, nicht? Das, 1, 2. Gut, gib mir. Los, gib. Ach doch, Gottes Willen. Prost, Fräulein, bitte. Hast du Wasser, Zucker, Rum im Haus, hält's bei dir kein Schnupfen aus. Gut, ne? Hier, bitte. Prost. Ne? Hm? Gut, nicht? Was? Ja. Sie soll mal sehen, 0, nix sind sie jetzt schnupfenlos. Wie ich damals mit Captain Brass, 14 Stunden im eiskalten Wasser, oben bei den Färöern. Du musst ihr sagen, wer wir sind, Mann. Ich kann Ihnen sagen... Ach so. Ach so, stimmt ja auch. Ja, müssen wir uns erst mal vorstellen, glaube ich, nicht? Also ich bin Peter Schlünsen. Hm? Ach so, ja. Und das hier, das ist mein Bruder Kalli. Auch Schlünsen.
Denn bin ich hier gar nicht in der Hölle? Ja, mal keine Bange, Fräulein. Wenn das hier vielleicht auch ein bisschen danach aussieht, aber in der Hölle sind Sie nicht. Was sollen Sie da wohl auch zu suchen haben, nicht? Sie kennen mein Sündenregister nicht. Und Ihnen beiden habe ich das zu verdanken, dass ich dem Teufel nochmal von der Schubkarre gehüpft bin. Ja, Wie haben Sie aus dem Wasser gefischt? Aha, letzte Nacht, so 24 Uhr, ne? Aber sagen Sie mal, war das nicht ein bisschen leichtsinnig? So mit einer Luftmatratze auf die hohe See? Ja, wenn wir da nicht vorbeigekommen wären gerade. Ja. Und einer von uns nicht zufällig über Bord geguckt hätte, nicht? Ja, denn nicht. Oh Gott, oh Gott, er geht schon wieder los. Nun mal passen. Na, erstmal. Ist das Ihre Jacke? Nee, meine. Ja, seine. Bisschen groß, was? Was anderes konnte ich nicht finden. Nee. Naja. Oh, Moment. Wie wäre das denn hier mit, hä? Sie meinen, ich soll die... Können Sie ja mal überprobieren. Ja. Aber die sind doch viel zu schade für mich. Oh, wieso denn? So was Feines habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht angehabt. Nee. Soll ich wirklich? Ja, mal Aber los. gewiss doch, mal los. Hier, Was? den hat sie vergessen. Jo, Klopf an und sag ihr, sie soll ihn anziehen. ich? Ja, mal los, du stell dich nicht so an. Oh, den Teufel werde ich tun. Naja, wenn du nicht Manns genug bist, nicht? Ha. Der muss sie sich eben Schnupfen holen. Oh, den hat sie ja schon. Du, Peter, was hat sie da wohl mit gemeint mit Sündenregister, du? Woher soll ich das denn wissen? Ja, das heißt doch so viel, dass sie was ausgefressen hat. Muss sie denn schon wohl? Traust du ihr das zu? Menschenskind, bin ich ein Hellseher. Ja, du sagst doch immer, du kennst dich aus mit den Weibern. Das tue ich auch, mein Junge, das tue ich auch. Und darum sage ich dir, auf den ersten Blick kannst du dich nie nicht verlassen. Eine Frau ist wie ein Apfel. Wie er drinnen aussieht, das wärst du erst gewahr, wenn du ihn angebissen hast. Angebissen? Aha. Weiß Bescheid. Du, hör mal! Ja? Bis jetzt sind wir doch immer ganz gut miteinander ausgekommen, ne? Na klar. Wenn wir von den blauen Augen absehen, die wir uns ab und zu mal hauen, ne? Und so soll das auch in Zukunft auch bleiben, Na oder? klar doch, gewiss. Aber ich verstehe dich nicht, was du eigentlich willst, Mensch. Doch, du verstehst mich schon. Also, nur hör mal zu, mein Junge. Du hast doch wohl nicht gedacht, dass ich an die deren gedacht habe, als ich eben Als gedacht du habe, was? mit dem... Sowas wird mir doch im Traum nicht einfallen. Nicht mal im Traum. Ah, dann ist ja alles klar. Das gilt aber auch für dich, hörst du? Logisch? Na. Nu denn? Ne? Was sagst du, hä? Stark. Aha. Ja, ist von unserer Mutter. Ja. Sie muss so in ihrem Alter gewesen sein, wie sie das Geschenk gekriegt hat von unserem Vater, ne? Ja. Sind Sie wohl mal so nett? Was denn? Ja, aber gewiss doch. Komm. Hey, was soll das? Komm, du bist doch gar nicht gemeint. Oh, du halt doch mal die Luft an, ja? Das langt doch, wenn einer das macht, oder? Ja, das meine ich auch. Einer, der es kann und du verstehst doch nichts von. So, aber du, was? Ja, natürlich, da kannst du auf ab, du. Mit deinen dicken Wurstfingern. Darf ich vielleicht auch mal was sagen?
Wenn Sie sich nur partout nicht einig werden können, dann machen Sie das auch umschichtig. Wie? Ja, jeder einen Knopf. Ach so, in Ordnung. ja. Ich fang an. Ja, nun mach. Nun komm ich. Haha, siehst du? Halt, stopp, jetzt bin ich wieder an der Reihe. Ja. Aber der Letzte, der ist für mich. Siehst du? Guck. Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Sitzt gut, ne? Als wenn das extra für Sie gemacht ist. Ne? Ja. Ja. Wenn Sie wollen, dann können Sie das behalten. Wenn Sie wollen, dann können Sie das behalten. Wirklich? Ja. Und das andere auch. Ja, das andere auch. Das soll ich alles geschenkt haben. Ja. Aber diese Kleider hätten Sie doch auch. Ja, ich meine, sowas ist doch heute wieder groß in Mode. So? Ja. Kann wohl sein, ne? Oh, aber was sollen wir damit? Ne? Sie sind nicht verheiratet? Doch, nö. Er war mal. Aber sie ist ihm weggelaufen. Weggelaufen? Jo. Mensch, mach dir bloß nichts in die Gange, du. Ich hab ihr den Laufpass gegeben. Du? Jawohl. Oh, deine ehemalige erzählt die Geschichte aber anders. Oh, schon wieder los, Gesundheit. bitte. Nee, nimm mal noch eins da raus da, ein Taschentuch da. Hier. Danke. Bitte. Hör mal zu, du. Mir ist noch nie eine Frau weggelaufen, aber wenn ich an die Mädchen denke, die dich alle haben sitzen lassen. Halt doch bloß dann auf, lass mich kaputt, wenn was du soll jetzt das Fräulein von uns Das ist doch denken, wahr. Mann? Ich heiße Jenny. Jenny. Aha. Sie wohnen hier also ganz alleine. Ja. Aber vorsichtig. Ja, aber Sie müssen nicht denken, dass es hier bei uns immer so aussieht. Ne? Nee, wir haben bloß in der letzten Zeit ein bisschen viel um die Ohren gehabt und da ist dann die Hausarbeit. Ne? Naja, ne? Vorsicht. Was machen Sie denn so? Wir? Oh, so. Oh, mal dies, mal das, ne? Ja, wir haben einen eigenen Kutter. Ja. Im Sommer, dann fahren wir die Badegäste zum Angeln raus. Ja. Und in der anderen Zeit, naja, ein paar Fische gibt es hier ja immer noch. Ne? Oh, Gesundheit. Das geht doch schon wieder los mit dem Moment. So. Bitte. Bitte. Sind Sie hier aus der Gegend? Warum? Oh, bloß so eine Frage. Neustadt. Ah ja, Neustadt. Wohnen Sie da schon länger? Ich bin da geboren. Dann hätten wir uns doch schon lange eigentlich mal über den Weg laufen müssen. Ne? Wir beide, wir sind oft mal in Neustadt. Ja. Aber vielleicht kennen wir Ihre Eltern. Meine Mutter hat die Wäscherei am Pferdemarkt. Ach, die Wäscherei am Pferdemarkt. Guck mal an, das ist ein Ding. Ist das vielleicht Alma Köpke? Kennen Sie sie? Ach, bloß den Namen nach, nicht? Ja, so, ja, das ist also Ihre Mutter, was? Ja, Sie sollten ihr Bescheid sagen. Warum? Ja, Sie sind nun fast 24 Stunden von zu Hause weg, hm? Meine Mutter denkt, ich bin bei meiner Tante in Meinersdorf. Und von da komme ich immer erst Sonntagabend wieder zurück. Ach so, Sonntag. Was haben wir eigentlich für einen Tag heute? Ich glaube Sonntag. Ja. Aha. Uhr ist gleich 7. Meistens komme ich erst so gegen 8 nach Hause. Gegen 8. Aha. Wenn Sie wollen, dann können wir Sie nach Hause bringen. Oh, nee. Dankeschön. Oh, wir haben Moped. Ja. Aha. Kann ich nicht hier bleiben? Hier bleiben. Naja, aber du stellen Sie sich doch mal vor, wenn Sie nur um 8 nicht zu Hause sind, dann hat Ihre Mutter Telefon. Ihre Tante auch.
Ja, dann ruft doch Ihre Mutter bei Ihrer Tante an und die erzählt ihr denn, dass Sie schon gestern Nachmittag weggefahren sind. Hm? Ich bin gar nicht da gewesen. Sie waren gar nicht bei Ihrer Tante. Nö. Ja, wo denn? Ich bin gleich von Neustadt aus ans Strand gefahren. Mit dem Rad? Ja. Und das steht da nun noch? Und das Rad habe ich unter so einen großen Busch gelegt und mein Zeug auch. Oh. Und dann sind Sie losgeschippert auf der Luftmatratze. War wunderbar, sich von den Wellen schaukeln zu lassen. Und über mir die Wolken. Und dann bin ich ja wohl eingeschlafen. Ja. Und als Sie dann wieder aufgewacht sind, da waren Sie schon weit draußen. Und dann haben Sie das mit der Angst gekriegt, wa? Nee. Nicht? Warum? Das war herrlich, so ganz allein mitten auf dem Wasser. Alles war ganz weit weg. Und ganz still war's. Bloß das Gluckern vom Wasser und der Wind. Angst habe ich erst gekriegt, als es dunkel wurde. Zuerst habe ich versucht, mit den Armen zu paddeln, aber dann habe ich gemerkt, das hat keinen Zweck. Der Wind, der hat mich immer weiter aufs Wasser rausgetrieben. Und die Lichter von der Küste wurden immer kleiner. Und da bin ich dann von der Luftmatratze runter und habe das mit Schwimmen versucht. Aber ich hatte ja nur einen Arm frei. Mit dem anderen Arm, da habe ich die Luftmatratze festgehalten. Ich habe mir gesagt, die darfst du nicht loslassen. Wenn du schlapp machst, ist sie deine einzige Rettung. Ja. Und das war sie dann ja auch. Ja, genau. Ja, Prost. Auf die Luftmatratze. Ja, auf die Luftmatratze. Prost. Tja, also hier ein bisschen weiter längs, da ist eine Telefonzelle. Nicht meine Mutter anrufen, bitte. Naja, aber nun stellen Sie sich mal vor, wenn Ihre Mutter nur rauskriegt, dass Sie gar nicht bei Ihrer Tante gewesen sind. Ja, die ruft doch Stande P bei der Polizei an, oder? Ja, und dann haben wir den Skandal. Wieso? Ja, die fangen doch sofort an zu suchen. Und das Erste, was sie finden, das sind ihre Klamotten und ihr Rad. Und dann, ja, dann geht das erst richtig los. Wasserschutz, Polizei, Hubschrauber und so. Ne? Und wenn sich denn rausstellt, dass sie quicklebendig sind und haben sich bloß nicht gemeldet, ja, was meinen Sie wohl, wem es denn an den Kragen geht? Uns? Ja. Ja, wer eine Rettungsaktion für nix und wieder nix in den Gang setzt, der macht sich strafbar. Sie können sich da vielleicht noch drauf rausreden, Sie haben das nicht gewusst. Ja. Wir beide nicht. Nee. Aber das weiß doch gar keiner, dass ich hier bin. Ja, noch nicht. Wenn Sie es dicht halten, wer sollte das rauskriegen? Du, da ist was an. Verdammt nochmal, Mensch. Wenn Sie ihr nicht finden tun, dann müssen Sie doch annehmen, sie ist abgegluckert. Und wem? Ja. Oh, hören Sie mal zu, deren. Das können Sie Ihrer Mutter aber nicht antun. Ich bin schon ein paar Mal von zu Hause weggelaufen. Und jedes Mal hat sie mich von der Polizei suchen lassen und hat mich wieder zurückgeholt. Diesmal würde sie mich aber nicht finden. So, na ja, aber Sie können sich doch nicht Ihr Leben lang hier bei uns im Haus verstecken. Nee, bloß ein paar Tage, wenn das geht. Ja, und dann? Weg von hier. Nee, alles, was recht ist. Ich hab da weiß Gott nichts gegen, wenn Sie ein paar Tage hier bleiben. Meinetwegen auch so lange, wie Sie wollen. Aber was Sie sich da ausklamüstert haben, das geht nicht. Das mache ich nicht mit. Naja, war ja auch nur so eine Idee. Wo wollen Sie hin? Ich hole mein Rad und dann fahre ich nach Hause. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Bis um 8. Vielen Dank auch. Nee, Augenblick. Du bist ein verdammter Holzkopf, weißt du das? Wieso denn? Ja, vor lauter Angst, dass sie dich zu fassen kriegen können, machst du ihr so eine einmalige Chance kaputt. Du hast doch gehört, sie will weg von zu Hause und das kann sie bloß, wenn sie gesucht und nicht gefunden wird. Hast du mal einen Mark? Was? Ein Markstück? Nee! Was nu? Komm, du lass mich mal vorbei. Du willst doch nicht ihre Mutter anrufen. Ihre Mutter nicht. Wen denn? Was soll das denn heißen? Tja, wie Lütte Bruder. Ab und an kommt um Holtkopf wohl auf eine gute Idee, ne? Tja, der Keks, ne? Was
er denn nun vor? Weiß ich nicht. Ich kann mich doch nicht drauf besinnen, dass der mal eine Idee gehabt hat, die wirklich gut war. Was los? Krieg mal schon die Weingläser aus dem Schrank, aber die alten von Mutter. Hm? Warum? Na, warum wohl, du Holzkopf? Haben wir schon mal so einen hübschen Besuch gehabt? Na ja, das muss doch gefeiert werden, oder? Kleine weiße Möwe über mir und kleine weiße Möwe fliegt nicht wieder weg. Bleibt auf den Leiter unser Schiff zurück. Du sag mal selber, Kalli. Haben wir das hier schon mal so gemütlich gehabt? Nee, mein Liebster noch nicht, du. Also sowas von Gemütlichkeit. Ich meine schon mal, Mutter war ja auf ihre Art auch immer für Gemütlichkeit. Ne? Ja, Gemütlichkeit ist aber nicht Gemütlichkeit. Nee. Und diese Art von Gemütlichkeit gefällt mir ja am besten. Ne? Soll ich dir mal was verraten, Peter? Na? Mir auch. Ja. Los. Oh, Moment, wir müssen das mal aus dem Tüller hier. Ja, So, los, Gerrit. Oh, mein lieber Mann, der haut aber hin dir vielleicht. Sie, und darum meine ich ja, wird das nun die allerhöchste Zeit, dass wir auf ihr anstoßen. Ne? Auf Mutter? Nee, Mensch, auf die Gemütlichkeit. Oh, Gesundheit. Ein Prost der Gemütlichkeit. Prost. Na los, Jenny, putz ihn weg! Jenny, bei uns wird Ex getrunken. Um Himmels Willen, mir dreht sich schon alles im Kopf. Ja, was? Du, Peter, nun komm da aber mal endlich mit raus, du. Wen hast du angerufen? Das Oh ja, pass mal zu und hör mal auf. Nicht? Ja. Also ich habe dafür gesorgt, Ja. dass die Rettungsaktion gar nicht erst in ihre Gange kommt. Sag bloß, du. Ja, aber mehr sag ich dazu nicht. Oh, Jenny. Du, Jenny, da fällt mir ein. Du. Was hältst du von Tango? Ja. Geht los. Oh, nee, ich weiß nicht. Das geht auch auf Papuschen. Du, Jenny, am besten ist, du ziehst meine Seestiefel an. Wo Peter einmal hinpettet, da wächst kein Gras mehr. Jenny, lass dir bloß nichts von ihm erzählen, du. Ich hab schon Tango getanzt, wie er noch in die Windel gemacht hat. Na, da ist was alt. Da ist das los. Du Schwachsinn. Links, 2, 3, 4, links. Mann, du hättest mal lieber den Radetzky-Marsch auflegen sollen. Ach, hallo, die Klappe, Mensch. Peter, du musst das nicht mit so einem Schisser Weng machen. Ja, ruhig, du tanzt nicht. Peter, das ist doch kein Tanzen, was du da machst. Los, geh aus dem Weg da, hau ab. Ja, ich will dir das doch bloß mal zeigen, Peter. Als wenn du das besser kannst als ich. Besser als du auf jeden Fall. Was ist du? Zu dritt, geht das am Tango! 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 geht aber nicht. Das geht los! Hey! Ich hab die Kurve nicht gekriegt, Peter, hast du das gemerkt? Das musst du auch vorher anmelden. Hast du dir wehgetan? Nee, das ist ja schon mal gut. Was ist los? Peter, was ist los? Wie tief bist du bloß gesunken? Was du bisher angestellt hast, war wirklich schon schlimm genug. Aber dies hier, das stellt all das andere in Schatten. Sag mal, schämst du dich gar nicht? Mit 2 Männern auf dem Mahl.
Der noch mit so Ole Knackers. Was ist das? Los hier, zieh dich um und dann raus hier. Aber ein bisschen Dalli. Sag mal, wie siehst du bloß aus? Was hast du da für Plünnen an? Bist du womöglich die ganze Nacht über bei diesen Kerls gewesen? Ja. Na, du kannst dich an was gefasst. Das kann ich dir aber sagen. Das ist so. Du kommst die ganze Nacht wieder unterwegs. Sag mal, wo hast du angerufen? Bei der Polizei. In Neustadt. Logisch. Oh Mann, was bist du bloß für ein Dussel, du? Wieso denn, Mensch, bloß? Wo bist du? Hier. Pass mal hier auf. Ja, was ist... Ich hab doch extra zu dem Wachtmeister gesagt. Was? Nein, also, erstmal habe ich ihm erklärt, was hier eigentlich los war. Ja, ne? ja, und dann? Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn sich bei ihm eine gewisse Alma Köpke melden sollte, von wegen ihre Tochter wäre weg, Ja, was dann? dann sollte er mal nichts weiter sagen, wie sie soll sich keine Sorgen machen, ihre Tochter wäre quicklebendig und in guten Händen. So, und nach deinem Namen hat er nicht gefragt? Doch. Ja, und? Naja, ich hab... Oh, nee! Oh Gott! Verdammt nochmal zu! Dieser verdammte Kerl, Mensch, der ließ mir auch keine Ruhe. Ja. Wenn ich ein reines Gewissen hab, sagt er, dann könnte ich ihm auch meinen Namen nennen. Ja, du, Peter, das mit dem Dussel, das nehme ich wieder zurück. Das ist fein, ein bisschen guten Bruder. Ja. Du bist kein Dussel. Du bist der größte Holzkopf, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Ja, da hast du von Das hab ich auch. mit, ne? Was hast du da eben gesagt? Ja, Mensch, genauso gut hättest du das doch ihrer Mutter gleich sagen können. Oh Mensch, ich habe aber doch gedacht... Ja, und das ist dann nur bei rausgekommen, bei deinem Denken. Jetzt haben wir die Alte auf dem Hals, Mann. Oh Gott, oh nee. Sag mal, was meinst, soll ich mal mit ihr reden? Was? Mit ihrer Mutter! Ja, und was wirst du ihr sagen? Oh du, ich kann ihr ja sagen, dass sie hier nicht einfach so reinkommen kann und hier dann rumsi-bumsi, hopsasal, Das ist doch hier, unser Haus ist das hier. Das ist das, Peter. Jawohl, das ist unser Haus hier. Du, was meinst du? Sollen wir ihr vielleicht mal so mit Hausfriedensbruch und so? Nee, das ist nichts, du. Ist nicht gut. Das ist bestimmt nicht gut. Na, dann lassen wir das. Oh, warte mal. Ja? Oh, nu fällt mir was ein. Oh, du komm mir bloß nicht wieder mit so einer guten Idee, du. Nee, lass mich mal machen, du. Ich will erst mal ein bisschen Licht anmachen, dass man sehen kann, was man sagt. Ne? So, nun pass... Oh Gott, nee. Jenny, hör mal, bloß eine Frage, Jenny, wie alt bist du? Was geht Sie das an? Komm, Nee, sag mal eben, Jenny. 24. kein Wort mehr mit diesen Kerls. Komm du. Jenny, hör mal zu, Jenny. Wenn man 24 ist, dann kann man über sich selber bestimmen, habe ich recht. Du hast vollkommen recht, Peter. Siehst du? Und darum meine ich, entweder sie geht freiwillig mit, oder was? Oder sie bleibt hier. Ich höre wohl nicht richtig. Doch. Ich soll meine Tochter bei zwei wildfremden Männern lassen. Oh, wir haben uns schon ganz gut kennengelernt, nicht, Jenny? Ja. Soll sie in so einem Sodom und Gomorra zurücklassen? Was ist das hier, du? Solom kenne ich nicht. Ich bin Jennys Mutter. Und sie kann so alt werden, wie sie will. Solange sie noch nicht verheiratet ist, habe ich die Verantwortung. So bist du noch nicht draußen. Augenblick. Solange Jenny nicht klipp und klar sagt, was sie will, lasse ich ihr kein aus der Tür raus. Das wird ja immer schöner. Wissen Sie, was das ist? Das ist Freiheitsberaubung. Kidnapping ist das. Ja, was Sie machen, ist aber genau dasselbe. Ich bin immer noch Jennys Mutter. Ja, das wissen wir schon nur so bei Jütten, ne? So, ich zähle bis 3.
Und wenn Sie bei 3 nicht die Tür freigegeben haben, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. 1. Erst wollen wir hören, was Jenny dazu sagt. 2. Los, der, nu sag was. Jenny, du kannst gerne hier bleiben, wenn du willst, Ja. ne? Und 1 dazu sind 3. Stimmt. Ja. Na, was ist nun? Kommst du? Wenn ich darf, bleibe ich hier. Und wenn ich nun direkt zur Polizei gehe? Dann musst du das tun, Mutter. Bitte sehr. Du willst wirklich hier bleiben? Ja. Ja. Gut. Dann bleibe ich auch hier. Solange du hier in diesem Haus bist, da setze ich keinen Fuß vor die Tür. Ja, also das ist ja nun mal bloß so, Frau Köpke. Für 3 haben wir hier wohl Platz, ne? Aber auf 4 Leute sind wir ja leider nicht eingerichtet, ne? Wieso? Wir haben nur noch das Ehebett von unseren Eltern. Das ist doch breit genug für Frau Köpke und für dich. Ja, dann setzen Sie sich mal erstmal ein bisschen hin, Frau Köpke. Ja. Ne? Ja, aufs Sofa bitte. Ja, schön, das ne? finde ich auch. Oder wollen Sie hier vielleicht stehen bleiben? Nee, ne? Hier, bitte. Mein Gott. Was hat sich hier abgespielt? Ich will Ihnen das mal eben ein bisschen erklären, Frau Köpke. Kein Wort will ich hören. Das langt mir, was ich mit eigenen Augen sehe. Wie kannst du mir sowas antun? 24 Jahre habe ich versucht, einen anständigen Menschen aus dir zu machen. Und nun geht's hier. Womit habe ich das bloß verdient? Ein Glas Wein. Oder stehen Sie mir auf Grog? Geben Sie sich keine Mühe. Naja, dann gibt jemand bei mir mal ein bisschen Mühe. Ne? Gerne, Peter, das ist doch klar. Ich muss, So, noch, ne? ich muss noch einen feuchten Schluck haben. Ja, ich auch. Hey, Jenny, du nicht. Oh, Frau Köpke, so ein kleines Glas Wein schmeißt Ihre Tochter doch nicht um. Sie hat schon mehr getrunken, als sie vertragen kann. Prost, Leute, auf die Gemütlichkeit. Ja. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Prost, Jenny. Prost, Jenny. Prost. Sag mal, hast du überhaupt keinen Respekt mehr vor deiner Mutter? Nee. Du, Peter. Eigentlich kannst du die Platte noch mal wieder auflegen. Was für eine Platte, du. Na hier, den Tango. Mach ich. Jetzt, wo Frau Köpke hier ist, da geht das doch auf, ne? 2 Damen, 2 Herren. Oder mögen Sie kein Tango? Wir haben auch Schieber. Rosa Ali, ich glaube, Frau Köpke ist heute nicht in Stimmung. Mögen Sie denn Mensch, ärgere dich nicht? Oder Spitz, pass auf? Skat, Halmer, Mühle, Dame. Also, wenn Sie so viel Langeweile haben, Ja, was denn? wie wäre das denn, wenn Sie hier mal gründlich sauber machen würden? Mensch, das sieht hier ja aus wie im Schweinestall. Was habe ich gesagt, Peter? Also in diesem Punkt sind wir uns 100%ig einig, Frau Köpke. Na. Oh, verzweifelt. Was? Das ist ja schon kein Stout mehr. Ne.
Das ist der reinste Humus. Wollen Sie hier Kartoffeln pflanzen? Da müssen Sie meinen Bruder nachfragen. Ne? Wenn es nach mir gehen würde, dann hätte ich hier schon lange mal rein Schiff gemacht. Aber Peter will davon nichts wissen. Er meint, wo die Ordnung anfängt, da hört die Gemütlichkeit auf. Genau. Ja. Naja, dann bist du hier ja an der richtigen Adresse. Ja. Mach's das auch Nee, wieder also gemütlich. sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Nee. Nee, das unmöglich ist das. Also kriminell ist das beinahe. Oh, Was denn? haben Sie mal einen Besen? Du, Peter, Ha? Frau Köpke fragt, ob du mal einen Besen hast. Ja, warte mal, Mensch. Neulich habe ich ihn noch gesehen. Wenn ich nun bloß wüsste, wo, Mensch. Vielleicht in der Speisekammer. Ja, kannst ja mal nachgucken, ne? Was, ich? Ja, du bist doch so für Sauberkeit. Ja, nur mal los doch. Und am besten, Sie bringen auch einen Eimer mit warmem Wasser und einen Feudel mit. Ja, aber ich wollte hier... Aber los doch. Aber los doch! Du musst das sauber machen, der Bengel. Wessen Stube ist das? Das ist meine Stube, ja. Das war früher mal die Schlafkammer von meinen Eltern, ne? Eltern. Oh, Mann, ist da eine Luft da drin. Gut, nicht? Was? Es wird allerhöchste Zeit, dass da mal gelüftet wird. Oh, bitte nicht! Missy, mach das Fenster da auf. Schein oder Höhe? Also die Betten, die sehen aus, als wenn sie eine Ewigkeit nicht mehr gemacht worden sind. Ja, all. Ja, haben Sie mal frische Bettwäsche? Das weiß ich nicht. Na, Ja, Mensch, nun lassen Sie mich doch mal eben ein bisschen nachdenken. Ne? Also ja, ich glaube, vielleicht eventuell, wenn es gut geht, vielleicht, glaube ich, da in der Kiste da unten, nicht? Ganz unten da. Ganz unten in der Kiste, glaube ich. Halt. los Jenny, guck mal nach. Und wenn du sie gefunden hast, dann beziehst du die Betten, klar? Oh, das tut ja gar nicht nötig, Frau Köpke. Gucken Sie mal, für mich ist das ja so gut, wie das da so ist. Ja, Und ich kann aber das auch- für mich nicht. In der Stube da schlafen Jenny und ich. Was ist das? Ja, irgendwo müssen wir ja schlafen, nicht? Und wozu brauchen Sie 2 Betten? Ja, und wo soll ich schlafen? Was geht mich das an? Oh. Du mach mal ein bisschen zu, Jenny, rühr dich mal. Und Sie holen mir ein Wischtuch. Bist du? Oder wissen Sie nicht, was das ist? Doch. Aber erst mal eins finden, ne? Ja, dann suchen Sie man mal. Ach nee, das lasse ich lieber. Passen Sie mal auf, das ist ja nun wirklich dankenswert, Frau Köpke. Nee, ich dass Sie- brauche keinen Dank. Nee. Ich möchte ein Wischtuch. Ja, das macht nichts. Aber passen Sie mal auf. Sehen mal, wenn Sie nun schon partout unser Haus hier auf den Kopf stellen wollen, hat das denn nicht Zeit bis morgen früh? Ach, wo bleibt der Besen? Und eine Schürze und ein Kopftuch brauche ich auch. Ja, das ist gut für Sie. Aber passen Sie mal auf. Nee. Nun passen Sie mal auf. Also, Wischtuch, Schürze, Kopftuch. Klar? Wischtuch, Schürze, Kopftuch. Klar! Mann. Gib mir Lust auf. Ja, alter Mann ist ja kein Torpedoboot. Nicht? Au! Was ist das denn? Ja, den Besen habe ich nicht gefunden, aber vielleicht Damit komme ich doch nicht an die Decke ran. Wo ist hier die Küche? geradeaus und erste Tür scharf rechts. An euch Männern hat man überhaupt keine Hilfe. Oh, mein lieber Schalli, du. Jetzt geht das hier aber runter. Ja, du. Ein Hurrikan ist nix dagegen. Wo ist Jenny? Die macht die Betten. Ja, noch keine 10 Minuten hier und hat schon das Kommando übernommen. Ja. Man könnte meinen, Mutter wäre von den Toten aufgestanden. Ja. Was das Kommandieren und den Putzfimmel anlangt, du, da sind sie sich verdammt gleich. Ja.
Und du hetzt sie auch noch auf. Ich? Ja, du hast ihr noch gut zugeredet, Mensch, du Saubermann, du. Das habe ich doch nicht ernst gemeint, Mensch. Aber sie meint das ernst. Oh, ne. Mann, oh Mann, da haben wir uns ja schön was eingebrockt. Wir nicht, mein Junge. Du hast uns das eingebrockt. Wenn du nicht telefoniert hättest. Ja, ist ja Geld, Mensch. Ich komme hier so für gute Morsby. Soll ich die Matratze? Wo ist meine Mutter denn? Immer den Lärm nach. Das hättet ihr lieber nicht sagen sollen, dass ich hier bleiben kann. Komm, gesagt ist gesagt. Ja, und da bleibt das auch bei. Aber solange ich hier bin, werdet ihr meine Mutter auch nicht los. Haha, das ist ja noch nicht raus, ne? Ja, bis nun sind wir noch immer jede Frau losgeworden, die wir loswerden wollten, ne? Ja. Und ein paar davon, die hätten wir auch ganz gern hier behalten, ne? Ihr kennt meine Mutter nicht. Wenn ihr sie loswerden wollt, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Sie kriegt ihren Willen. Oh, hör mal zu. Soll das heißen, dass du mit ihr nach Hause willst? Ja. Nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Nee. Ich kann doch nicht verlangen, dass ihr euch von ihr schikanieren lasst. Solange du hier bist, hat sie das mit uns dreien zu tun. Ja. Hm? Und das ist ja wohl ein kleiner Unterschied, oder? Ja. Oh, Peter, du, das hast du aber mal prima gesagt, weißt du. Ja, ne? Du aber auch. Ja, jetzt können wir nicht mehr zurück. Nee, das geht nicht. Nee. Ein Mann, ein Wort. Jawohl! Oh Mensch, nee. Was sie da über ihre Mutter gesagt hat, du, das gibt mir aber zu denken. Ja, das scheint ein verdammt harter Knuppen zu sein, den wir uns da aufgeheizt haben. Ne? So viel steht jedenfalls fest. Mit Gewalt ist da nichts zu machen. Nee. Die Sache muss mit Gefühl und Wellenschlag angegangen werden. Oh Gott, verdurri nochmal, ist das hier ein Bruchboot. In der Küche, da sieht das aus, als wenn da der Blitz eingeschlagen hat. Alles durcheinander, Astkraut und Rüben. Ja, und trotzdem haben sie gefunden, was sie gesucht haben. Ja, ich finde immer alles, was ich suche. Da, sehen Sie das Spinngewebe? Nee, Da oben an der Decke. auch nicht. Dann wird das allerhöchste Zeit, dass Sie sich mal eine Brille verschreiben lassen. Also machen Sie das weg. Und wenn Sie schon mal dabei sind, dann fegen Sie am besten die ganze Decke ab. Klar? Und Sie wischen den Fußboden auf. Aber gründlich, wenn ich bitten darf. Na, was ist? Du, Peter, wie spät ist das? 21:05. Meinen Sie nicht, das ist ein bisschen spät zum Saubermachen, noch nicht? Oh, das ist ja nun schon die zweite Nacht, die wir uns hier um unsere Ohren hauen. Ne? Oh Gott, Sie sind ja direkt im Mann zu bedauern. Ja, ne? Aber wenn Sie glauben, Sie kriegen auch mal bloß ein Auge zu, ehe wir hier nicht gründlich sauber gemacht haben, dann sind Sie schief gewickelt, meine Herren. Also ran an die Arbeit, je eher dabei, je eher davon. Wie weit bist du mit dem Betten? Eins habe ich schon fertig. Was ein erst? Na, Volksmann! Oh, Captain. Ich hab Sie gar nicht kommen hören. Alles in Ordnung, Bootsmann? Sie sehen ja selber nicht, Captain. Ja, sind Sie beim Frühjahrsputz? Guck nicht so mulch Gesicht, als kriegst du eine Latz. Höhere Gewalt, Captain. Naja, warum ich noch mal vorbeigekommen bin? Mir ist doch noch was eingefallen, was die Haushälterin anbetrifft.
Oh, das tut mich ja leid, Captain. Aber hat das nicht ein bisschen Zeit bis morgen früh? Oh, also sowas von Schwannestall ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Das ist ja wohl nicht. Bosmann, wollen Sie uns nicht bekannt machen? Oh, Ei, Captain. liegt das olle Shitdings hier immer noch rum? Hier, machen Sie sich nützlich, dann haben Sie mehr vom Leben. Ich bin 45 Jahre bin ich zur See gefahren. Und 3-mal bin ich mit meinem Chef untergegangen. Ich hab mit Kannibalen gefrühstückt. Mit dem Klabautermann Skat gespielt. Ich hab Skorbut, Fleckfieber und Malaria gehabt. Aber sowas hab ich noch nicht erlebt. Wer in 3 Teufelsnamen ist diese Frau? Ihre neue Haushälterin, Captain. So. Auf der linken Seite muss das mindestens 4 Zentimeter höher. Oh, ich hab das doch extra mit der Wasserwaage. Jetzt stimmt die Wasserwaage nicht. Jenny, wenn du hier fertig bist, kommst du in die Küche. Na, Ja, Mutter. das wollte ich hören. Mal sehen. Oh, Jenny. Deine Mutter hat recht, du. Meine Mutter hat immer recht. Gesundheit. Danke. Du, Jenny, aber mal ehrlich. Stört dich das? Mich? Nö. Oh, mich auch nicht. Dann soll die Alte sich doch am Pantoffel kratzen. Das sag ihr Mann mal. Oh, meinst du, ich tu das nicht? Oh, dass wir keine Helden sind, Peter und ich, das hast du auch schon gemerkt, was? Ich hätte für Helden auch nicht viel übrig, Kalli. Ja, aber meinst du nicht, wenn wir mal so ordentlich mit der Faust auf den Tisch hauen, du? Das haben Mutters 3 Männer auch getan. Aber jeder nur einmal. Was, die war schon 3-mal verheiratet? Ja. Und alle 3 sind ihr weggelaufen? Nö, dazu sind sie nicht mehr gekommen. Soll das etwa heißen, sie hat alle 3 unter die Erde gebracht? So kann man das auch sagen. Das die de Tüker, du Ding. Hey, wo ist sie? Oh nee. Was Schreckliches. Wisst ihr, wen ich getroffen hab? Na, Captain Brass. und hat er sich von seinem Schreck wieder erholt? Erholt ist gut. Jetzt, wo er darüber geschlafen hat, sieht er die Sache ganz anders an. Was für eine Sache denn? Na, die Sache mit Frau Köpke. Sag bloß. Aha. So eine Kratzbürste wäre ihm noch nie über den Weg gelaufen, sagt er. Und das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn er die nicht klein kriegt. Der hat vielleicht eine Ahnung. Er will gleich vorbeikommen und mit ihr reden. Was? Augenblick mal. Hast du ihm denn nicht gesagt, dass Frau Köpke da überhaupt noch nichts von weiß? Ich? Wie komme ich denn dazu? Soll ich ihm sagen, ja, das tut mir ja leid, Captain, aber mein Bruder, der hat Ihnen so ein bisschen was vorgetüdert? Nee, du. Oh, das ist mir doch bloß so rausgerutscht. Ich hab da bloß Spaß gemacht. Captain Brass versteht aber keinen Spaß. Nee, mein Junge, die Suppe hast du dir eingebrockt, die musst du auch selber wieder auslöffeln. Was ist denn los? Ah, pass mal auf, Jenny. Captain Brass, der glaubt, dass Frau Köpke seine neue Haushälterin ist. Was? Haushälterin? Meine Mutter? Ja. Das ist das Letzte, was sie tun würde. Ja, aber hat er uns letztens nicht erzählt, dass er seiner Haushälterin einen Heiratsantrag gemacht hat? Ja, das hat er, das stimmt. Ja, was meinst du, Jenny? Frau Kapitän, ist das nichts, wo deine Mutter auf anbeißen könnte?
Oh, Mutter hat sich mit jedem von ihren Männern so ein Stück höher raufgehangelt. Mein erster Vater war Kellner, mein zweiter Vater war Postsekretär und mein dritter Vater war Feuerwehrhauptmann. Oh, wenn man die Sache so ansieht, dann könnte ihr der Kapitän ganz gut zu Pass kommen. Gesundheit. Ja, und die beiden, die passen zusammen wie Pott und Deckel. Er hat 3 Schiffe auf Grund gesetzt und sie hat 3 Ehen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Captain Brass ihren Heiratsantrag macht. Mensch, wer so einen Drachen zur Frau nimmt, der hat doch einen kleinen auf der Luke. Er hat doch sogar einen großen auf der Luke. Und wenn er ihren Antrag macht, wer sagt dir denn, dass Frau Köpke ihn auch annimmt? Du hast doch eben gehört, was Jenny gesagt hat. Ein Kapitän ist genau das, was in ihrer Sammlung noch fehlt. Verdammt nochmal zu, Mensch, was nützt das denn alles, solange die beiden keine blasse Ahnung haben? Frau Köpke weiß nicht, was Captain Brass von ihr will, und er weiß nicht, dass er ihren Heiratsantrag machen soll. Und überhaupt, Captain Brass und Frau Köpke. Mensch, gibt doch nichts anderes als Mord und Totschlag bei den beiden. Ja, dann sollen sie sich doch die Köpfe einhauen. Hauptsache ist, dass das Schreckensregiment hier bei uns wieder ein Ende findet. Ja, aber wie kriegen die beiden das nun bloß mal am besten zu wissen? Das ist doch ganz einfach. Einer von euch beiden spricht mit dem Kapitän und der andere mit meiner Mutter. Ja, sie hat recht. Natürlich hat sie recht. Also einer von uns, der knöpft sich Captain Brass vor und der andere, Frau Köpke. In Ordnung. Wo willst du hin? Captain Brass beibiegen, dass er Frau Köpke einen Heiratsantrag machen soll. Das kann ich auch. Nein, lass mal, Captain Brass übernehme ich. Ach, und ich soll hier die... Ja, aber gewiss doch. Zeig mir mal, wie sowas gemacht wird, nicht? So mit Gefühl und Wellenschlag. Typisch. Große Klappe von wegen, du kennst die Weiber nicht, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann zieht er den Stirn ein und verkrümelt sich. Du, Jenny, kannst du denn nicht mal mit deiner Mutter reden? Ich? Ha? Ich brauch bloß den Mund aufzumachen, dann geht sie schon auf Gegenkurs. Überhaupt, wenn meine Mutter was auf dem Tod nicht ausstehen kann, dann sind das gute Ratschläge. Meistens tut sie dann genau das Gegenteil. Das Gegenteil, sag. Ja, Mensch, dann könnte ich... Guck mal, wenn ich denn sagen So, würde... hab ich dir nicht gesagt, du sollst in die Küche kommen, wenn du hier fertig bist? Wir sind hier aber noch gar nicht fertig. Was? Ihr habt das Gardinenbrett immer noch nicht fest? Ja, fest schon, aber noch nicht in der Waage. Oh. Hier muss man wirklich alles selber machen. Holen Sie mir mal Hammer und Kneifzange her. Jawohl, Frau Köpke. Du gehst in die Küche und machst da weiter. Jawohl, Frau Köpke. Ja. Halten Sie mal die Leiter fest. Jawohl, Frau Köpke. Gardinenbrett festhalten. Jawohl, Frau Köpke. So, den Heimer. Oder wie doch mal sehen. Her damit. Jawohl, Frau Köpke. Na, ist das noch? Ja, sieht aus, als wenn das nun absolut horizontal ist. Das sieht nicht bloß so aus, das ist absolut horizontal. Jawohl, Frau Köpke. So, nun nehmen Sie das Werkzeug und die Leiter und bringen alles nach draußen. Jawohl, Frau Köpke. Und in Zukunft, da werden die Stiefel ausgezogen, wenn Sie hier in die Stube reinkommen. Ist das klar? Jawohl, Frau Köpke. Das, jawohl, Frau Köpke, das können Sie sich sparen. Die Hauptsache ist, Sie tun, was ich sag. Jawohl, Frau Köpke. Oh. Ist noch was? Ja, das ist eine dumme Geschichte. Oh, für Geschichten habe ich nur keine Zeit. Und schon gar nicht für Dumme. Ja, Sie sollten das aber wissen, finde ich. Was?
Ja, erinnern Sie sich noch an den älteren Herrn, der gestern Abend hier war, als wir beim Saubermachen waren? Nee, ich weiß bloß, dass er auf einmal nicht mehr hier war. Was ist mit dem? Ja, ich verstehe das ja auch nicht, aber Sie müssen einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht haben. Ich? Wieso? Er will Sie heiraten. Was will er? Heiraten. Mich? Ja. Und der kennt mich doch gar nicht. Ja, so wie das aussieht, haben ihm die paar Minuten wohl gelangt, Sie kennenzulernen. Ja, und jetzt kommt er hierher und will um Ihre Hand anhalten. Oh, was? Das ist ja lachhaft, ist das ja. Nee. Zum Lachen ist das, weiß Gott nicht, Frau Köpke. Und darum wollte ich Sie warnen. Lassen Sie sich da bloß nicht auf ein. Was ist das denn überhaupt für einer? Ja, der Mann, der ist mindestens 10 Jahre älter als Sie, ne? Ja, wohnt da ganz allein in seiner großen, riesigen Villa, ne? Da hinterm Deich, ne? Und er ist also, wenn ich sage, er ist tüdelig, dann ist das noch stark untertrieben. Und der will mich heiraten. Ja. Frau Köpke, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, am besten, Sie lassen sich gar nicht erst auf ein Gespräch mit ihm ein. Ne? Na, das ist denn wohl meine Sache, nicht? Naja, ich kann ihn ja abwimmeln, wenn er kommt. Wann will er denn kommen? Tja, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja schon auf dem Weg. Und das sagen Sie mir nu erst. Mensch, ich kann den Mann doch nicht in diesem Aufzug. Der muss doch denken, ich wäre hier die Putzfrau. Ja. Oh, nee, nur ist auch noch ein Knoten drin. Sowas. Ja, aber nur helfen Sie mir doch mal. Frau Köpke, ich glaube, Sie haben mich immer noch nicht richtig verstanden. Ne? Der Captain Brass, das ist nicht der richtige Mann für Sie. Ich muss den Mann doch wenigstens anhören, ne? Und wenn das bloß aus Höflichkeit wäre. Ja. So, das haben wir schon. Ja. Oh, Danke. bitte. Und wie sehe ich am Kopf aus? Oh. Oh, das kann ich mir schon denken. Frau Köpke, ich sag Ihnen nochmal, Sie rennen mit offenen Augen in Ihr Unglück. Captain Brass, das ist der größte Tyrann. Tyrann? Der größte Tyrann, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Er ist das von seiner Fahrenszeit her so gewohnt, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Und jetzt hält er sich für den lieben Gott. Kapitän ist er? Dann lernt er nur seinen Admiral kennen. Oh, der Kapitän. Hallo, Captain. Was hast du mit der Leiter vor? Ja, fragen Sie mich lieber, was die Leiter mit mir vorhat. Ich krieg das verdammte Ding nicht aus der Tür raus. Aber du hast wohl nichts dagegen, wenn ich erst mal reinkomme. Oh, Entschuldigung, Captain. Augenblick. So, Bahn ist frei. Der Bootsmann nicht hier? Nee. Was soll man hier? Dann musst du das machen. Was? Nicht der Dame vorstellen. Oh, Captain Brass, warum denn so förmlich? Die Frau, die da gleich durch die Tür reinkommt, ist Frau Köpke. Naja, dass Sie Captain Brass sind, das war sie dann ja gewahr, ne? Du bleibst? Nichts von ungut, Captain. Ich hab... Das ist ein Befehl. Ei, Captain. 2 Jahre unter mein Kommando und ich hätte dir Manieren beigebracht. Au, Captain. Sag ihr Bescheid, dass ich da bin. Oh, das hat sie wohl schon lange mitgekriegt, ne? Ist sie gut aufgelegt? Tja, wie soll ich das sagen, Captain? Ne? Die Frau, das ist ein harter Brocken. Ne? Die lässt sich nichts gefallen. Allein schon gegen ihr Mundwerk anzukommen, das ist... naja, aber das haben Sie gestern ja selber miterlebt. Ne? Mein Jung, ich hab Ganoven, Radaubrüder und halbwilde Kanagas an Bord gehabt. Kerls, gegen den Tiger eine harmlose Muschikatze war. Haha. Aber mir haben sie aus der Hand gefressen. Ja. Ich habe zivilisierte Menschen aus ihnen gemacht. Ich krieg sie auch zurecht. Das sollst du erleben. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Captain. Ich habe mir einen feinen Plan zurechtgelegt. Diesmal mache ich die Sache andersrum. Erst wird geheiratet und dann kann sie Haushälterin spielen. Was denn? Sie wollen Frau Köpke heiraten? Jawohl, will ich. Und das Batz auf der Selle.
Auf jeden Fall müssen wir verheiratet sein, bevor Sie mich richtig kennenlernen. Eine Haushälterin kann einfach weglaufen. Eine Ehefrau nicht. Alle Achtung, Captain. Auf so eine blitsche Idee wäre ich nicht gekommen. Das ist Erfahrung, mein Junge. Ja. Menschenführung, verstehst du? Ei, Captain. Erst ein bisschen streicheln und dann hart zupacken. Vorstellen? Gestatten? Gestatten? Brass. Alma Köpke. Angeln. Raus! Jawohl, Frau Köpke. Ich mach nicht gern viel Worte. Recht so. Wer viel redet, hat meistens nicht viel zu sagen. Sie gefallen mir, Frau Köpke. Sie mir auch, Captain Brass. Bitte. Danke. Für Ihr Alter haben Sie sich recht gut gehalten. Das machen die 45 Jahre auf See. Salzwasser hält frisch. Aber Sie sehen auch noch sehr gut aus. Das kommt von den 3 Malen, die ich verheiratet war. Zum Altwerden habe ich einfach noch keine Zeit gehabt. Womit wir schon beim Thema wären. Also, Können Sie sich vorstellen? kann ich, ja, und Sie? Sonst wäre ich nicht hier. Dann wären wir ja schon klar. Und wann soll das losgehen? Ja. Von mir aus lieber heute als morgen. Gut, dann bestellen Sie man schon das Aufgebot. Für all das andere sorg ich. Ja, also, dass wir uns so schnell einig würden, das hätte ich nicht gedacht. Och, Captain Brass, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Warum sollen wir unsere Zeit mit Schmus und Sabbelei vertrödeln? Naja, ganz meine Meinung. Wollen Sie sich nun mein Haus ansehen? Nicht nötig. Was soll das heißen? Sie wohnen natürlich bei mir. Moment mal. Oder was haben Sie gedacht? Aber meine liebe Frau Köpke, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Doch. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn Sie meine Frau werden wollen, wohnen Sie auch in meinem Haus. Ist das klar? Nix ist klar! Und diesen Kommandoton, den gewöhnen Sie sich am besten bald ab. Sonst lernen Sie mich mal richtig kennen. Ist das klar? Ja. Ja, aber bevor wir uns erzürnen, nicht? Da schlage ich vor, wir reden dann noch mal über, wenn das soweit ist. Einverstanden? Meinetwegen. Ja. Und wenn Sie mir gern Ihr Haus zeigen wollen, bitte. Na also, gehen wir. Oh, Moment mal. Jenny? Das ist meine Tochter. Jenny! Captain Brass will mir sein Haus zeigen. Und du kommst mit. Warum denn? Oh, vielleicht ziehen wir dahin. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wollen wir heiraten. Ich und Captain Brass. Ach nee. Oh, dann gratulieren wir auch. Ja. Danke. Du, aber mach dich erstmal anders zurecht. So kannst du dich nicht auf der Straße sehen lassen. Tja, du los doch! Ich komm nicht mit, Mutter. Was? Von mir aus kannst du hinziehen, wohin du willst, aber ohne mich. Das ist doch... Du kommst mit und damit basta! Nee, Mutter. Von jetzt an tue ich das, was ich will. Haben Sie das gehört? Ja, und mir scheint das sehr vernünftig. Vernünftig?
Die deren stellt sich gegen mich, gegen ihre eigene Mutter. Alt genug ist sie doch, oder? Oh, das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Die deren, die brauchen eine feste Hand. Dann sehen Sie doch zu, dass Sie verheiratet kriegen. Verheiratet? Zum Beispiel mit einem von den beiden da. Ja, das ist überhaupt eine Idee. So, mein Dern, nun komm mal her und hör mal gut zu. Also, von wegen hier mit 2 Männern. Und wenn der eine nicht, dann der andere. Du, von sowas will ich nichts wissen. Wenn ich dich hier zurücklasse, dann bloß in geordneten Verhältnissen. Und das heißt, einer von den beiden da muss dich heiraten. Und das Batz auf der Stelle. Hab ich mich deutlich genug ausgedrückt? Hast du, Mutter, wie immer. Ich an Ihrer Stelle, Bootsmann, würde nicht lange fackeln. Und ich an deiner Stelle würde den Jüngeren nehmen, da hast du länger was von. So, also wenn ich zurückkomme, dann stellst du mir deinen Bräutigam vor. Ist das klar? Ja, Mutter. Und dann machen wir Doppelhochzeit. Ist das klar? Ei, ei, Frau Kapitän! Dann wissen wir nur ja, was wir zu tun haben. Ihr steht da wie 2 begossene Pudel. Ist euch das so an die Nieren gegangen, dass ihr mich heiraten sollt? Naja, der Haken an der Sache ist doch der, dass bloß einer von uns dich heiraten kann, ne? Ja, das ist der Haken. Dann überlegt euch das mal. Ja. Was mich betrifft, ich habe euch alle beide gerne. Oh, ihr seid zum Knudeln, ihr 2. Ich lasse euch jetzt alleine. Wenn ihr euch einig geworden seid, dann könnt ihr mir Bescheid sagen, ja? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt, was ich nur gebrauchen könnte? Ich auch. Du, was meinst du? Ob Frau Köpke das ernst gemeint hat, mit heiraten und so? Was weiß ich. Auf jeden Fall wird sie uns das Leben hier jetzt verdammt sauer machen. Solange wir hier keine... Was hat sie noch gesagt? Keine geordneten Verhältnisse. Ja. Solange wir keine geordneten Verhältnisse haben. Kurz und gut. Einer von uns muss Jenny heiraten. Ja, und der andere? Was wird aus dem? So viel steht jedenfalls fest. Das 3. Rad an Wagen spiele ich nicht. Ja, meinst du ich? Wollen wir knobeln? Nee. Ja, warum nicht? Der Gewinn kriegt Jenny und die Sache ist klar. Hast du schon mal erlebt, dass ich beim Knobeln verloren habe? Ach so. Wäre doch ungerecht gegen dich, oder? Ja, aber guck mal, erstens bist du doch der Ältere. Ne? Och, die paar Jahre. Ja, und zweitens, so Hals über Kopf in Ehestand rein, du. Da muss man schon seine Erfahrung haben, wenn das nicht schief gehen soll. Ach komm, geh mir doch los mit Erfahrung, Mensch. Keine Frau ist wie die andere. Da nützen die besten Erfahrungen nix. Ja, aber du warst doch wenigstens schon mal verheiratet. Ja, und was ich da erlebt hab, möchte ich nicht zum 2. Mal durchmachen, du. Ja. Weißt du was, Kalli? Ja? Jenny ist eigentlich viel zu schade für mich. Blödsinn. Doch. Guck mal, was will sie mit so einem alten Knacker anfangen? Ich bin doppelt so alt, ich könnte doch ihr Vater sein. Na und? Weißt du, wie alt Goethe war, als er geheiratet hat? Oh, Mensch, das ist mir doch ganz egal, wie alt Goethe war.
Ich sag bloß so viel, wenn Jenny in ihren besten Jahren ist, dann wackel ich schon mit dem Kopf. Nee, du, wenn wir Jenny nicht in ihr Unglück stürzen wollen, dann musst du sie heiraten. So, Ja, meinst du? ja. Ja, hast du ganz vergessen, dass ich bloß ein paar Jahre jünger bin als du? Nee, das nicht, aber gegen mich bist du doch ein junger Kerl. Ah, wenn du zu alt bist für Jenny, dann bin ich das auch. Ach nee, Kalli, Mensch, du hör doch mal zu. Guck mal, ich will dir keinen Honig um den Bart schmieren, nicht? Aber wenn ich dich so anguck, du... Also wirklich, du könntest glatt für 40 durchgehen. Bestimmt, du, bestimmt. Vielleicht sogar für 39, du. Ja, wirklich, du. Nee, also wirklich. Du passt am besten zu Jenny, du. Ganz bestimmt. Nee. Da kannst du sagen, was du willst. Jenny muss einen Mann haben, der das Leben kennt, der ihr sagt, wo das längst geht, an den sie sich festhalten kann. Ach was, ja, Jenny hat lange genug unter den Pantoffeln von ihrer Mutter gestanden. Die will nur frei sein, die will was haben vom Leben, Mensch. Und dazu braucht sie einen Mann, der jung und krägel genug ist, dass sie mit ihm auch mal so einen richtigen Boogie-Woogie aufs Parkett legen kann, ne? Tango langt auch. Ja, und Tango ist doch deine Spezialität. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Du weißt doch ganz gut, dass du mir im Tanzen über bist. Du kannst doch überhaupt alles viel, viel besser wie ich. Also jetzt machen wir mal einen Punkt. Doch. Wenn du das immer noch nicht gemerkt hast, dann muss ich dir das jetzt endlich mal sagen. Gegen dich bin ich ein jämmerlicher Waschlappen. Nix. So, du, das will ich aber nicht gehört haben. Ich lass meinen Bruder von niemandem runterputzen. Nicht mal von ihm selber. Und wenn ich dir sag, du bist der richtige Mann für Jenny... Nee, du! Du! Also... Du, sag mal, warum streiten wir uns überhaupt? Das frage ich mich auch. Ja. Soll Jenny doch selber sagen, wen von uns sie haben will. Richtig. Ha, der Mann los. Komm. Ja. Aha. Was ist denn? Das Fenster. Sie ist durchs Fenster. Sag bloß. Verraff dich. Haut einfach ab. Welche hätte uns ja wenigstens Bescheid sagen können, ne? Ja. Hier, Was ist das lag auf dem Bett. Was ist das? Ein Zettel. Danke, Jenny. Was? Danke, Jenny. Steht da drauf. Mehr nicht? August. Oh Mann, das gibt ja ein Spektakel, wenn Ihre Mutter nur zurückkommt. Oh Gott, nee. Was meinst du? Ob sie nur durch die Polizei suchen lässt? Oh, Frau Köpke hat jetzt andere Sorgen, du. Bis sie Captain Brass und ein Pantoffel hat, da ist Jenny schon längst über alle Berge. Ja, das ist... Ja, Kalli. Was? Ja. Das ist... Das sind wir ja aus dem Schneider, ne? Aus dem... Ja! Ja! Mensch, Kalli, du, können wir uns das endlich wieder so richtig gemütlich machen. Ist das schön. Weißt du was, Kalli? Also, wenn's hart auf hart gegangen wäre, ich hätte ja nie geheiratet. Was denn? Jetzt auf einmal? Na ja, du, mir wäre ja gar nichts anderes übergeblieben, nicht? Denn du wolltest sie ja nicht haben. Ich wollte sie nicht haben? Nö. Mit Kusshand hätte ich sie genommen. Was denn, nur auf einmal? Eben hast du aber ganz anders geredet. Ja, weil ich deinem Glück nicht im Weg stehen wollte. Ach so.
Aber der richtige Mann für Jenny, ha, das wäre ich gewesen. Also komm. Das ist ja noch lange nicht raus, ne? Wieso, das hast du selber eben gesagt. Ich? Ja. Schön, wenn ich das vielleicht auch gesagt habe. Aber gemeint habe ich das ganz anders. Du hast das gesagt. Aber nicht so gemeint. Doch. Nee! Verdammt mich doch mal zu, dann hängt dir doch in Zukunft ein Schild von Hals. Was ich sag, das meine ich nicht. So, das langt mir aber, du, das war ein Ja, Mann, los, komm doch her. Das wird sowieso höchste Zeit, dass du mal ein anständiges Jagdvolk kriegst. Ich von dir? Ja. Ah, du, ich push dich doch aus dem Anzug, du. Dass du den Himmel für Dudelsack anguckst, du. Mein lieber Mann. Ja, was liegt nun denn an, Captain? Gott sei Dank, ich bin nicht gelaufen. So schnell bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelaufen. Da geht das schon los. Ihr müsst mir helfen. Alle beide. Alleine komme ich mit dem verdammten Biest nicht klar. Aber diesmal lasse ich nicht locker. Diesmal gehe ich aufs Ganze. So wahr ich Captain Brass bin. Diesmal gebe ich nicht Ehre auf, bis einer von uns beiden aus dem letzten Loch pfeift. Sie nehmen Ihre Schrotflinte mit und du einen dicken Knüppel. Und dann wollen wir doch mal sehen. Also, Captain, helfen wollen wir Ihnen ja gerne, aber Schrotflinte und Knüppel, geht das nicht ein bisschen zu weit? Bootsmann, auf dies verdammte Biest würde ich sogar mit einer Kanone schießen, wenn ich eine hätte. Meinen Sie nicht, das langt, wenn wir sie festhalten und Sie versohlen immer anständig das Fell? Ich meine, so eine saftige Tracht Prügel hat sie doch schon lange verdient. Teufel nochmal, was ist das für eine Sie, von der du da sprichst? Na, Frau Köpke. Ja, Ihre zukünftige Frau Gemahlin. Ja. Verdammt noch mal zu. Ich hab den weißen Wal gesehen. Oh. Den weißen Wal, versteht ihr? Also, auf ihn mit Gebrüll!